Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Ich bin hier direkt vor der Cinemathek auf der Theaterplatz und ich konnte mir The Land in the Shadows angucken, den ersten Longmetrage von Lucas Grevys. Und was soll ich so für einen ersten Longmetrage als Datei wirklich mega gut gelungen. Ich musste verschiedene Sachen wirklich auf Gehör gehen. Die Kameraführung war außerordentlich, als schauspielerisch konnten die Leute absolut glänzen. Das ist wirklich gut Gefühl rüberkommen. Ich habe selten Gefühl gehabt, dass eine Kamera dabei war. Trotzdem blitzen halt zu so Momenten heraus, wo ihr seht, okay, lo fehlt sich ein bisschen nur Schauspielen nun. Aber insgesamt habe ich wenig Gefühl, dass du eben eine Kamera dabei hast. Das fühlt sich ganz authentisch und das Zusammenspiel. Es geht hier im Film den Joss, den auf seinem Hof einen Platz für Flüchtlinge will, wo diese strafen können. Und das Dorf, ja, das ist halt so ein ganz klischeehaft Dorf, ne? Die sind alle gut so erinnert sich an wollen keine Veränderungen. Der Tisch trifft hier auf ganz viele Konflikte. Dann gibt es auch noch Dorfmaskottchen, der Hund im Brot. Und kein so richtig werdet da abzuschwört, wen das war. Und wie ihr merkt, ist das ein Film mit einer wirklich, den hat eine super echt Message. Die kommt dann leider platzweise nicht so immens intensiv rüber. Ich denke, hier fehlt es dem Film einfach um Zeit. 70 Minuten sind dann aber einfach zu kurz. Der ganze Konflikt zwischen dem Joss und dem Dorf bleiben dann leider auf der Strecke. Sie gibt Plätze für diese vier gehoven, aber ja, es fehlt dann halt einfach um Zeit und wahrscheinlich wird dann den Moment auch Budget gefehlt. Du willst, kann ihn da doch ein bisschen ausklammern, weil insgesamt als Gesamtprojekt hat das für mich wirklich sehr gut funktioniert. Dann hat mich die 70 Minuten wirklich gut erhalten. Und wir können heute gespannt sein, was wir von Lucas Grevys nachkennen werden, wenn er mit diesen limitierten Mitteln schon so etwas fabrizieren konnte, dann können wir wirklich gespannt sein, was da noch so passiert. Ich blende erscheinen ein paar Bilder an von der Cinemathek, wie den Noven so war, und es sind an der Genuss kommt, für Marie Jung zu interviewen. Die Stadt könnt ihr direkt Anschluss ein kleines Interview mit Marie Jung und dann, voilà. Dann denkt ich, da war das doch schon, und da lasst mir gerne einen Kommentar da, wie euch der Film gefallen hat, und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit The Land in the Shadows. Ciao! Wie genau sind ihr an den Film gekommen? Was war die Motivation für Lodo Matt zu machen? Lukas hat mich auch geschwätzt, wie so eine Reihenfolge genäht war. Ob das Kristall Matthäus geschrieben hat oder Lukas mich nicht. Nee, Lukas hat mich nicht gerufen. Wir haben das noch gar nicht gekannt. Ich habe eigentlich die meisten Leute auf den drei, also für Spieler natürlich, Spielerinnen, noch nicht gekannt. Und ja, für mich war vor allem den politische, wenn ich will, Obbrach, den mich gecatcht wird, für was ich wichtig fand. Und dann tatsächlich auch, weil er doch den edukativen Aspekt auch intern, das Jungleid und Filme gefeuert geben. Super. Oder vielleicht noch eine Flott-Anekdote, was so während dem Dreh passiert, also hier ist eine interessante Geschichte, die da könnt mitteilen. Ich weiß so gut nicht, war das während dem Dreh. Nee, eine kleine Anekdote. Oh Gott, da sind ich Leistungsdruck. Ich kann nicht gut an Druck schaffen. Nee, ich finde einfach eine enorm coole Kippe und tatsächlich auch selber und ich mich an dem Sinne auch vielleicht an der Geschichte empfand, weil ich selber ja an dem Sinne als schick Ausländerin an so nicht bewusst so ekelhaft wie es klingt. Also als Lützebäuerin an der Schweiz gesehen und ich so gut do dann, obwohl ich mich da von meinem Äußeren vielleicht nicht so unterschied von der Schweizer Kanner ganz gut die Geschichte kenne, von man ihn aber nicht ganz dabei. Also das so. Okay, ja. Der Film weiß auch gerade, dass der Lützebäuerische Film gerade in eine ganz spannende Richtung geht, dass ganz viele junge Lützebäuer ein ganz flotter Approche noch an den Film. Wir hatten doch einen Kurzfilm gesehen am Filmfest. Wie hast du einen Eindruck daran, wie sich der Lützebäuerische Film gerade so entwickelt? Ich fand einfach enorm, wie viel passiert. Ich fand enorm, wie viele Filmschaffende es gibt. An wie sie alle wirklich, wie sie denn keine Mühen scheuen, an Gas gehen, voll Gas gehen. Ja, ich merke, wie ich da, ja, auf eine neue Generation gucken und denken, wow, okay, ja, weiß man. Super, ja. Okay. Ich meine, das war schon. Ich will nicht weiter scheren. Okay. Es ist so ein Film, uns merci dafür für den kleinen Namen. Ja, merci.